Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent en waar je radio eingeschaltet hast, oder wanneer je op YouTube bent, hebben we een schöne tijd. Vandaag mochte Heidi en ik die zeggen, pak die tasje en kom en reis met ons. We willen vandaag over reizen vertellen. We willen vandaag over reizen reden, maar einfach mal van thuis verlaten en mal wegfahren. Wat dat kan nog voor ons leven bedienen. Ik denk, wanneer ik aan reizen denk ik aan een geschichte van de Ethiopië in de Bijbel, waar hij ook reizen deed, van thuis wegfahren deed. En waar hij naar Jeruzalem voort, dat is in Apostelgeschichte 8, wanneer je de geschichte nu lezen wirst, waar hij naar Jeruzalem voort deed en God zeker deed en had aber nicht wirklich God gefangen door, bet God Philippus eine Vision gef, als hij op een weg naar huis is, hij zal hem van Jezus vertellen. Dat is wat Philippus dan deed. En dat is een interessante geschichte. Wat is Ethiopië? Du op deze reis Jezus vingen deed. So, du hast allemaal eine Karte geschickt von der Bibel, was Reise bedienen kann. Das kann ein Leben verändern. Aber wir wollen von dir nur uns leben, aber Beispiele, was wir sein haben, was Reise kann tun. Heidi, wirst du vielleicht mal in dein Leben anfangen, was Reise für dich bedienen hat? Jo, hallo Ola. En für mich ist Reise noch einmal was sehr Schönes gewesen. Und ich kann mich besonders von einer Reise denken. Dat eerste Mal, als ik naar Duitsland vloog, dan was ik 19 jaar. Dat was in 2003. En man heeft sehr viel met angst dan ook te doen, want man verlaat de familie. Dan weer dat nog niet zo als vandaag met dat man een phone had en dat man alle tijd reden kan met de familie. Maar eenmaal ik kom dan daarheen en de aanvang was zeer zwaar, want dat was een ander land en dat was zeer koud. En Duitsland, dat Hochdeutsch, dat is zo'n Ort, wat ik niet kan. Dat werd onderscheid gereed, als we dat ganz anders, een ander eten, andere mensen. En dan, als ik door in de week weer, dan moet ik in Duitsland nog maar waar, een kleine reis. En ik weer op een Trave van Jugendlichen, dat was een jugend... Dat is een campamento. Ja, dat is een campamento. En een camp en ik hield. En ik hield weer ganz verbeterd. En mij werd het zo leid en zo goed. Dat ik zo'n lange reis naar gemaakt had. En ik ben in een land en ik kan maar ik had al mijn vrienden verloren. Dat ik werkelijk zo was. Maar dan kwam een vriend naar mij en ze beet voor mij. En ze had een visioen en dat is werkelijk passiert. Zij zei te mij, God had mij naar Duitsland gebracht. En hij wil mij... Da werden sehr viele Lehrer, die ich aufmachen können. Da werden sehr viele Geschenke für mich sein. Und das wären nicht Geschenke, was materialische Sachen, aber einfach, ich würde sehr viel beleben. Und das ist wirklich passiert. Ich bin 8 Mal all da gewesen. Und ich schrieb einmal war eine Geschichte mit das Land. Und das ist passiert, wenn ich einmal den ersten Schritt getan habe. So, weil wir unsere Tasche packen, weil wir mal wegfahren, dass wir mal was beleben, dass wir mal mit niemandem in Haus kommen und dat we de wereld ook van de andere zijde mal kennenlernen. Dat braucht nicht eine Reise naar Duitsland. Dat is een Land hier van Südamerika, dat is sehr weit weg. Aber mal einfach, vielleicht in dem Land, wo wir gerade wohnen, dat wir da mal... vielleicht mal bei der nächsten Stadt. Bei der nächsten Stadt. Oder vielleicht 100 Kilometer mal irgendwo hinfahren. Dat denk plus hem goudet. Sie, Heidi en ik dachten aan dat programma. Wir reizen persoonlijk sehr veel. Einmal reizen wir ook in dat programma. Dat hij ook al gezien, wat je ons allemaal checken. Aber dat is je nu niet gezegd, dat alle mensen krijgen zoveel reizen maken als wie. Dat wil we op geen geval zeggen. Maar wat we ondacht is, hoe goed reizen ons leven al gedaan hebben. Ik was ganz jong, als ik dat eerste Mal alleen mal naar Canada vliegen. Ik wilde allemaal met mijn ouderen top geweest. Ja. Maar dan vloog ik mal alleen naar Canada. Ik was een jonge Jugendlicher, ik geloof een beetje über 20 oder so.
En ik moest zoveel leren, ik moest verantwoordelijk zijn. Ik moest op een grote airport mee terugvingen. En dat, zoals u zegt, dat gaf een beetje angst, maar dat heeft me veel geleerd voor mijn leven. Dat bringt einem viel wieder, ja. In Portugies sage ich einen Spruch, sage ich, viagare aprender, viver. Dat wordt bedoelen zoveel als reizen, dat als leven, dat als leren. En we dachten een beetje ons zeggen wat een leren kan op een reis. Zum Beispiel, wenn du naar een stad reist, wo een andere spraak geredet wordt als wat du kannst, dan kost je deze nieuwe spraak leren. In mijn geval, ik kon vandaag een dag 5 spraken wat ik reden en schrijven kon. En zeer groot kon ik dankzij zijn dat ik zoveel gereisd heb, dat ik deze 5 spraken geleerd. En frisches eten. Ja. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, man, wie einfach mal lernen, wo die anderen Menschen eten. In Thailand zum Beispiel eten die Menschen Reis, zum Mittag, zum Unkas und zum Frühstück. So, man mag einmal da gewesen sein, dass man dort weiß, dass man einfach mitkommt, wo eine andere Kultur schafft, wo sie sich das benehmen. Ich weiß auch, in Deutschland lerne ich mal eine Familie kennen, die trinken jeden Tag Tee. Also, wenn die Mittag gegessen haben oder Unkas gegessen haben, dann sollten die noch 15 Minuten das oder 20 in dronken Tee. Und die reden dort extra, dass man vertalen kann, dass man über den Tag reden kann. Ich weiß nicht, alle Familien haben so eine Zeit, aber ich denke immer noch daran, was kann ich in meinem Leben tun, was kann ich hier in Bolivien tun, dass ich Zeit habe, dass man einfach taub ist und das habe ich mal auf eine Reise gelernt. Zie. En wanneer man dan zo op een andere stad is en man ziet waar een andere familie dat heeft, en die brugst ook al maar 50 kilometer, daar brugst plus nog die nobers gaan, dan was al aan wo anders die nobers vielleicht zijn. En wanneer we aan dat denken, we moeten niet alles niet merken, wanneer we nu irgendwo handfahren. Maar we kunnen zoals dat in de Bibel zegt, alles checken wat dat die doen en dat gouden hebben voor ons houden. En dat is het goede, wanneer we vielleicht nur een andere Kultur fahren, wo wir eine andere Sprache reden, andere Angewohnheiten haben. Einmal hat es sehr gute Sachen. Zum Beispiel, bei uns Deutschen ist das für uns sehr so, dass Schafe ist sehr wichtig für uns. Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Und das soll wir vielleicht auch so holen. Ich sehe das ganz dafür. Plus nochmal habe ich einzelne Familien sein, wo das Schafe so wichtig wird, vielleicht nicht alle, aber das heikel sein, dass der Vater nicht mal Zeit für seine eine Kinder hat und dass er Tag und Nacht meist bloß einmal seine Gedanken auf Arbeit hat. Und wenn er noch mit den Kindern tut, wir dann dachte er auch noch einmal an Schafe. Wenn wir dann noch eine andere Stadt fahren, wo Schafe nicht ganz so wichtig ist, wo er dort vielleicht wichtig ist, mit ihrer Familie taub zu sein, oder mal taub ein Barbecue oder ein Churrasco haben, wo er dort wichtig wird sein, taub als Familie sein, dann können wir dort aufchecken, was sie dort haben, und können vielleicht ein klein bisschen von dort in unser Leben nehmen. Brücke dort, kann dort auch so merken, dass das Fan für uns passend ist, dass wir dort auf eine gute Weise Brücke kennen. Und, Vertel mal, Eduard, wo das in deiner Familie wie, was du abgewachsen bist? Ja, für uns wir reisen ist das. Für uns, wie gleich der Ola sei Reise. In meinen Eltern haben mal sich vorgenommen, ich weiß nicht wann, aber die haben sich vorgenommen, jedes Jahr, wo wir für 2 oder 3 Nächte oder auch mal für eine Nacht als ganze Familie rausfahren. Wir eine Geschwister. Und da hat viel Absicht. Das ist besonders, dass die sich anfangen zu befreien und Kinder haben. Dann war die Familie immer geraten und plant mal jedes Jahr, dass die alle wirklich die gleiche Zeit für 2-3 Jahre Zeit haben, weich zu fahren. Und wir fahren meistens nicht weit weich. Und Bett von der ersten Tag, da wir dort haben, das ist nicht, wo wir weit weich als Familie fahren. Bloß du dich bei, vielleicht noch ein Hotel, oder noch ein Rifa, oder noch, wir sind bloß mal noch ein Städte fahren, wo ein bisschen sind Water, wir sind ein Lake, dat wir ganz einfach. Aber je sind einmal das Jahr weggefahren. Und was das in uns Fall getan hat, das hat unsere Familie top gebunden. Sehr, sehr top gebunden, wenn es auf der Reise verteilt wie viel. Und jedes Jahr kann irgendwer, oder vielleicht alle, oder irgendwer kann von seinem Leben mitteilen. Für die wird einmal das Programm kicken, ihr habt vielleicht einmal mein Zeugnis gehört, wo Gott mich frei gemacht hat. Und dort kann ich zum Beispiel einmal mitteilen mit der Familie.
En we kunnen alle taub hielen en we kunnen beden taub en we omarmden ons. En we hadden tijd ervoor, wens we een reis vieren, wens we kunnen brengen maaltje gaan, dat die wat meestal hadden, die hadden dat aan andere mensen, aan een ober. Keine Frühs musste kochen gehen. Keine Früh muss eten merken gaan. We waren einfach taub als Familie en dat is wat sehr gut ist. Und mir fällt auch bei, einmal wie wir auf eine Chast. Und das ist wirklich ein negatives Beispiel, aber wir sollten da, und wir waren wie ein Polit bei uns Dash. Und wir vertelden mit ihnen und fragen ihnen ein bisschen von ihr Leben. Ging auch sehr schön. Aber dann waren wir sie wieder 20 Jahre von ihr Leben nicht weggefahren. Es ist nur nicht, hatte sie eine Reise gemacht, sie hatte nicht Freundschaft besorgt, sie hatte nicht eine neue Städte angelegt. Und dort können wir wirklich in ihre Gesichter sein, dass sie meid wäre. Sie hatten nichts Positives zu vertellen, alles wie es schlecht. Und da war wir einfach wichtig, dass man mal einfach die Marktwirtschaft lässt und dass man mal einfach mal weichfährt, dass man auch was nie zu vertellen hat, dass man mal mit een mouten huis komt. In diesem Fall wird es für diese Lieder okay, wo sie die Schuld gaben, dass sie nicht können reisen. Irgendwer muss das okay machen. Ich sehe mich ganz sicher, dass ein Oberst, wenn sie dann plus für eine Frau, die würde wirklich einen Weg mal für einen okay machen, dass sie ihre Geschwister können vielleicht in einem anderen Land besuchen fahren. Aber plus ohne, wenn sie hinfahren. Meist einmal ist eine Reise, besonders wenn du in einer Stadt fährst, wo eine andere Sprache geredet wird, dann machst du dort ruhig, was du gewandt bist. Dort Magliche. Und thuis ist es so maglich. Thuis kann ich mein Bad, thuis kann ich mein Stuhl, thuis weiß ich, wo ich das habe, wo ich das nicht habe. Meine steht Dash. Ja, sogar wir hatten eine Stadt Dash, nicht so? Wenn du in eine andere Stadt fährst, dann hast du nicht eine Stadt Dash. Dann macht alles, was nie jetzt sein. Dann macht wir ruhig von das Magliche. Und ich glaube, dass das uns gut, wenn wir unseren Körper mal ein bisschen bematten, dass der macht mal nie lernen, was nie jetzt sein. Und dann wirst du nur hier an, wofern dein Haus ist. Wenn du dann einen Weg weicher bist, oder bloß 2 Jahre weicher bist, dann kommst du in ein Haus. Dann ist dort Bad, wo du erst einmal vielleicht geklagt hast, dann ist das auf einmal das beste Bad war geworden. Aber alles, was dir nicht mehr gut wird, dort verrät war zu sein, wenn du hast in ein Haus gebannt. Ich habe einen Freund, ein guter Freund, das ist Johann Krohn, den wo ich wahrscheinlich auch alle kennen über das Programm, der hat hier für uns geredet. Er war in einer schweren Situation von seinem Leben. Er hat Trouble mit Schminken, Trinken, so eine Sachen, vielleicht Coca-Cola und so. Er auf Arbeit steht, alle Arbeiter dort und am Traktor zu sein, er konnte nicht von weg. Und er kannte am gleich so gut dann. Aber ich wusste, dass er sehr vertalen kann und ich will nach Brasil für eine Reise machen. Und ich lade am Ende und ich sagte, Johann, willst du mit mir mitkommen? Und er nimmt das Wort und er sagt, sí, vamos, wir fahren. Und Lothar hat mir vertalt, was er in seinem Leben getan hat. Er hat sich vorgenommen, er würde nicht mehr schmecken, er würde nicht mehr das Leben von Trinken führen und so. Und dann lernt er neue Menschen kennen, er lernt neue Personen kennen, dadurch lernt er meine Familie kennen und tragt dann noch Paare und so. Und ist dann auch irgendwann nach Mexiko gefahren, nach der Bibelschule da. Und auf einmal hat er viel nie erfahren, und dass wir bloß, wenn sie einmal mal losgefahren wären, irgendwas nie zu tun. Und ein Bett von der ersten Tag, gestern rede ich noch mit ihm, sagt er, dort hat mein Leben mal so verändert. Und das ist, was wir dir auch wollen merken. Wenn du nicht mehr weißt und du vielleicht was nie fehlt in deinem Leben, dann pack deine Tasche und reise mal los. Und wenn das ganz karte Reise ist, das macht nicht eine Dierenreise sein, das kann eine karte Reise sein, aber wenn du das zum Guten nutzt, das kann helfen, dein Leben ganz verändern. Wir wissen alle, dass Jesus ist, der das Leben verändert hat. Aber eine Reise kann viel bedeuten. Und sogar die Bibel redet im Psalm 91, den 11. Vers, Gott sagt, er wird seine Engel rückschicken, damit er einen abpassen. So, das ist ein Versprechen. Wenn wir losfahren dann, oder losfliehen, dann wird Gott bei uns sein. Ja, so Gott will mit uns sein auf all unsere Reisen. Und wir möchten die Gottes sehen wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 44 79 oder schreib uns im Facebook
oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.